Und somit Christi zurück zu No Man's Sky. Ich werde jetzt einmal 40 Minuten aufnehmen und 20 Minuten jeweils aus eine Episode machen. Genau, nur dass du mal Bescheid weißt, wo die Richtung dieses Mal hingeht. Wir könnten eigentlich schon abheben. Genau. Genau. Wie du siehst, wir werden aber die geborgenen Daten hier rein tun. Fracht, das haben wir da, ja. Genau. Müssen wir ja alles sammeln, weil wir ja später in dieser Anomalie da einiges kaufen können. Was machen wir jetzt da? Wir werden uns jetzt einmal... Das gefreut mich. Warte mal kurz, kann man... Technologie ist da, das ist der Hauptplatz. Na, wir werden das so machen. Wir lassen das Tritium dabei da. Wir werden so schnell wie es geht uns ein eigenes Schiff besorgen. Genau. Oder ein neues Schiff. Dazu müssen wir aber jetzt Folgendes machen. Wir werden uns jetzt ein Plätzchen suchen. Beziehungsweise, jetzt mal... Na, falsch formuliert, ich fange von vorne an. Wir werden jetzt mal so weit spielen, dass wir eine eigene Basis aufbauen können. Genau. Das ist mal das Erste. Wenn wir die Basis dann soweit aufgebaut haben, so oberflächlich, werden wir das Ganze so weit spielen, dass wir den Lagerbehälter bekommen und den Terrainmanipulator. Genau, weil den braucht man nämlich, dann können wir nämlich ein bisschen looten gehen, weißt? Oder farmen, wie man heutzutage so schön sagt, da es hier auf den Eisplaneten etwas gibt, mit denen wir eigentlich relativ schnell an Kohle kommen. Genau. Nicht, dass du jetzt glaubst, ich steige aus und spaziere da über einen Planeten. Ich mach das so. Ah, das ist ja geschmeidiger, eleganter und vor allem, schau, was du da kriegst, gell? Es ist ja... Nein. Okay, suche Antwort in den Sternen. Ich habe ja gesagt, wir lassen uns eigentlich Zeit mit dem Spiel und all seinem Umfang, jener gewaltig ist mittlerweile. So viel Zeit habe ich nicht mehr in meinem Leben wahrscheinlich. Na gut, ich werde jetzt auch 41, gell, also von dahin her anhören tue ich mich nicht danach, aber scheiß drauf. Ich hab mich halt gut gehalten über die 40 Jahre. Jetzt möchte ich nur schauen, vielleicht finden wir sowas, was ich suche auf diesem Eisplaneten. Dann kann ich dir das nämlich genauer sagen, weißt? Was ich da meinen tu. Ferritstaub, sehr gut. Siehst du, da kriegen wir immer wieder ein bisschen was zusammen. Salz ist natürlich auch. Ja. Ich hab so Bock auf dieses Spiel, wirklich. Kohlenstoff, sehr gut. Kann man immer brauchen. Kobalt, immer... Oh! Das sind... Diese Orte, die habe ich so selten gefunden. Navigationsdaten. Absprungkapselkoordinaten. Ja toll, Meister der Mütze. Die werden wir uns aufgehalten. Und dann später, wenn wir alles benannt haben, werden wir uns diesen Absprungkapselplatz suchen. Genau. Und zwar, wir steigen jetzt wieder in das Schiff ein. Oh, Platin haben wir auch schon. Cool. Der ist da dann mal weg. Das kriegen wir später zuhauf wieder. Ist Salz, da haben wir dabei auch weg. Genau, aber das können wir später mit Chlor verarbeiten. Absprungkapselplatz, den da wir da in die Fracht rein. Genau. Das lassen wir da. Was wir haben, das haben wir, gell? Dann diese Navigationsdaten, da haben wir auch da dabei einer. Das lassen wir da.
Da hat es seinen Platz und das passt. Ich bin zufrieden und das ist wichtig. So. Da hat man Natrium gehabt, das können wir uns aber später alles zusammensuchen. Warte mal, da war gerade was. Da oben, die goldenen Vierecke da. Aha! Das ist die nächste Partie, die ich halt so suche auf Eisplaneten. Wo ich auch ein bisschen Uran und Gold zusammenkriege für etwaigen Loot und Units. Genau. Ist zwar ein bisschen eine Arscharbeit, aber mein Gott, gehört dazu. Du. Ich sehe nicht ein, warum du jetzt so privat die da amüsierst mit diesen Dingen und dann vielleicht zu mir kommst, so wie ich es schon irgendwo des Öfteren gehört habe, die dann bei anderen aufregst, weil das lang dauert. Jo, mein Gott. Spielzeitstreckung mal anders. Wie du siehst, aus diesen Metallfingern kriegen wir ja einiges außer, gell? Mal wieder ein bisschen auf die Uhr schauen. Naja gut, haben wir genug Zeit heute noch. 40 Minuten, jetzt haben wir erst 7 Minuten, also 33 Minuten haben wir noch für diese 2 Episoden. Wir werden uns auch auf diesem Planeten häuslich einrichten, das kannst du gar nicht sicher sein. Und von dort aus werden wir alles unternehmen. Genau. Sobald wir dann die wirst du... Was war das jetzt? Also der. Ich hasse die Drohnen. Jetzt schauen wir mal, was wir da schon haben. Und zwar Uran, siehst du? Da kommt eigentlich da eine ganz schöne Menge zusammen. Das tun wir alles dabei daher. Platin. Naja, kriegen wir dann später von den Asteroiden auch over eigentlich. Das passt mir eh. Ferritstaub haben wir da. Und den Kohlenstoff. Nein, das lassen wir da. Also ein bisschen eine geordnete Ordnung da in den ganzen Quagel, dann kenne ich mich aus auch. Die Raffinerie können wir dabei da in den Frachtcontainer in dieses Inventar vom Exo-Anzug stopfen. 8 Natrium. Natriumnitrat, das wird. So, jetzt schauen wir nur gerade, wo ist diese dumme Drohne schon wieder. Immer wieder auf die Drohnen schauen, immer wieder auf die Drohnen schauen. Die sind so nervig. Ich habe auch schon Planeten gehabt. Ich habe auch schon auf Planeten gespawnt, wo keine Drohnen waren. Auf so einem Eisplaneten. Ich habe gar nicht geschaut jetzt da, wie die da drauf sind. Sind sie relaxed drauf? Gehen sie mir gleich auf die Nerven? Wollen sie mir gleich an den Arsch? Das weiß man nicht genau. Da war ich wieder zu faul zu lesen. Sehr schön. Jetzt mal kurz, ich lade mal den Minenlaser auf. Ja, Gretel, ich weiß, danke. Danke für die wertvolle Info, die kein Mensch benötigt hätte. Hat. Sollte, wollte. Keine Ahnung. Ah, es ist herrlich. Was, das sind so die kleinen Dinge. Ich liebe die Eisplaneten. Die haben so viele gute Sachen, wo du gleich mal am Anfang ein bisschen was zusammenkriegst. Für später dann auch. Überhitzt der Minenlaser. Jetzt ist er gleich Hiebeszeug. Boah. Herrlich. Ja, bis ich mit dem Spiel fertig bin oder durch bin, wird wahrscheinlich auch schon um die 60 sein. Mal schauen, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist so ein kleines Spiel, das ist nicht unbedingt jetzt groß storylastig. Es erzählt zwar eine kleine Geschichte nebenbei und
Wir werden es einfach gemeinsam genießen. Genau, so ist es. Und ich werde mich bemühen, dass ich das so gut wie möglich hinkriege. Warte mal, wir haben noch ein bisschen ein Natriumnitrat, habe ich. Nein, du siehst, Kruzifix. Da, Gefahrenschutz können wir auch noch ein bisschen aufladen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben im Inventar. Das ist ja der letzte, genau. Das ist der letzte, das ist der letzte. Aber mir kommt vor, sie haben auch diese Überhitzung ein bisschen vom Dings, von diesem Minenlaser entfernt. Das sind nicht gar so schnell überhitzt. Man, berichtigen mich in die Kommentare, wenn ich mit täusche, aber es kommt mal zu viel. Und zwar, wir haben jetzt da noch, wow, Uran, das da wir da ins Raumschiff dazu, schau. Ja. Bis siehst, ein bisschen Bares braucht man schon, also sonst kommst du da nicht weiter. Sehr schön. Da haben wir auch da einer. Gold haben wir da dazu. Ferritstab, Tritium, das bauen wir dann gleich an, wenn wir oben sind in der Galaxie. Natriumnitrat. Was? Da haben wir auch da ins Raumschiff, da haben wir nicht mehr viel Platz. Bin eigentlich auch ein Trottel. Bin eigentlich auch ein Trottel. Was, das reine Ferrit, das tun wir dabei weg. Wir kriegen so viel Ferritstab zusammen, dass die anscheißt. Das tun wir auch dabei weg, weil wenn wir dann ins All fliegen und schon mal anfangen, die Dings abbauen, Asteroiden, dann haben wir wenigstens ein bisschen am Platz, weißt. Mehr ist es ja nicht. Kohlenstoff, schön, sehr schön. Ah, da waren wir schon. Das waren diese Navigationsdaten Dinge, Bumsen, ja, genau. Was haben wir da? Fliegen wir mal ein Stückchen weiter. Also das waren die, was jetzt. Na. Da war noch irgendwas. Ich bin ja kein Trautel. Oder war das Ether? Kohlenstoff. Geode, das werden wir dann gleich einmal zerlegen. Warte mal kurz, das könnten wir aber jetzt machen. Keine Ahnung, was wir jetzt gekriegt haben. Irgendwas haben wir schon. Ich glaube, Fetium haben wir gekriegt. Ja. Genau. Kobalt haben wir ein bisschen was gekriegt. Das passt mir auch ganz gut. Kohlenstoff. Natrium, Fetium habe ich gesagt, brauchen wir aber dabei nicht. Das kommt später für die Farm, fürs Farmen dazu, beziehungsweise wenn du da Kulturen und so anbauen willst, was ich mir entsinne. Aber dazu später mehr. Wir werden jetzt einfach hergehen. Was haben wir da unten noch? Da waren wir schon. Fliegen wir mal da weiter. Wie gesagt, die Eisplaneten, die mag ich. Komischerweise. Na? Ah. Kohlenstoff. Was gibt's noch? Mal kurz. Können wir da nicht auch schon was anbauen? Nein. Nö, da gibt's nichts. Gut, jetzt warten wir wieder, bis die Überhitzung der Raketen nachgelassen hat. Aber am geschicktesten wird sein, wir schauen zuerst, dass wir mit der Geschichte ein bisschen weiterkommen, dieses Erwachens. Und uns dann dieser Sache da widmen.
Kann aber nur sein, dass ich zwischendurch mal eine Stunde oder so selber so ein bisschen herumfliege, ein bisschen farm, dass wir dann später mehr Platz für Inhalt haben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gekriegt haben. Wahrscheinlich da irgendwas dazu. Na, ist wurscht. Was wir haben, das haben wir. Ich gebe mir das sehr bescheiden. Kobalt. Sehr schön. So dann. Boah. Warte mal. Was passiert da? Da passiert einmal nichts. Gut. Da. Brauchen wir an. Ferritstaub. Kohlenstoff. Sehr schön. So kriegen wir da unsere Materialien zusammen, die wir brauchen. Gut. Wir starten. Und ja, es gibt an jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Es ist so furchtbar, das Spiel. Rinsenklave. Na bitte. Navigationsdaten, was haben wir da? Nanit erhalten. Bestätigter Container. Beschädigter Container. So, das haben wir da dazu. Danke. Kohlenstoff. Sehr schön. Also was diese Gebäude schauen wir uns später einmal durch. Genau. Jetzt dann werden wir einfach mal diesen Hauptquest-Faden folgen. Folgenfaden, genau. Oh. Nein. Auf das tauge mich schon, wenn du deine eigene Fregatte und alles hast. Zaloin-Kang-System. Ja, das freut mich. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was wir da an Spezialitäten haben. Hä? Tritium. Ja, sie haben schon einige Verbesserungen gemacht, die wirklich sinnvoll scheinen. So, da. Wo sind denn eigentlich die anderen Planeten? Ah, die sind alle da hinter dem... Was sind da? Ah, wir reisen jetzt einmal kurz da um mich. Dann haben wir nämlich gleich den Orbitalflug getestet. Geil. Über den Kommunikator, ja, bitteschön, Meister. Eingehende Übertragung, bla bla bla, Quelle, ja. Bitte identifiziere dich. Ich bin... Identifizieren. Nein, das bist du nicht. Allein. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Navigationsdaten empfangen. Ja, danke, Gretel. Aber irgendwie passt der Name Gretel ja auch nicht zu ihr, ha? Jetzt hat sie so eine süße Stimme und ich sag zu ihr Gretel. Naja. Ah, das ist eh da auf unserem Planeten. Oder? Na. Uah. Ah, da ist das. Unentdeckter Planet. Paradiesischer Planet. Sternenknolle, Kupfer, Paraffinum, Salz. Na bitte dann. Fliegen wir dort mal hin. Mehr wie schief gekannt sie nicht. Also wie gesagt, es ist einfach ein wirklich sympathisches Spiel. Es ist wirklich sympathisch. Trotz anfänglicher Veröffentlichung. Ich sage es mal so.